Hallo und herzlich willkommen zu einer Partie, die ja eigentlich fast schon entschieden ist, wenn man den Experten glauben darf. Beide Mannschaften sind in der Tabelle weit auseinander positioniert. Aber Sebastian, es gibt Überraschungen im Fußball, das muss nichts heißen. Ja, völlig richtig, Tom, denn wenn es immer so einfach wäre, dann müsste man das Ganze ja gar nicht mehr austragen. Und ich glaube, der Außenseiter hat nichts zu verlieren. Das könnte die Chance sein, kann hier völlig gelöst aufspielen und hat deshalb durchaus seine Chancen. Also erstmal müssen 90 Minuten gespielt werden. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, wer den Gegner so im Zweikampf trifft, darf sich über Gelb nicht beklagen. Boah, nach dieser dummen gelben Karte muss er sich für den Rest des Spiels aber zurückhalten. Ja, und da könnte sich jetzt eine Möglichkeit ergeben. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Oh, da müssen wir aber noch mal einen genauen Blick drauf werfen. Knappe Entscheidung. Abseits ja oder nein? Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Und der Mann, der knallt an die Latte. Was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Klare Sache für den Schiedsrichter, er zeigt gelb. Das ist natürlich bitter, eine gelbe Karte zu so einem frühen Zeitpunkt in der Partie. Völlig frei kann er sich da bewegen. Technisch sauber sein Kopfballspiel. Und das ist die richtige Marschroute. Die Verteidigung über die Flügel ausspielen. Jetzt müsste er eigentlich flanken. Ja, das ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper. Schwache Flanken. Sowas sehen wir hier nicht gerne. Klare Sache, Freistoß. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Ja, kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Und das sieht gefährlich aus. Nutzt er die Chance? Ja, und er trifft die Latte. Oh, das sieht aber ganz vielversprechender aus, diese Situation jetzt. Auch wenn wir uns die Wiederholung anschauen, müsste es klar werden. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Also der Ball scheint ihn förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. So, für den Rest des Spiels sollte er jetzt lieber ein bisschen aufpassen, denn bei der nächsten Verwarnung ist er draußen. Na Tom, das ist natürlich jetzt schon die zweite gelbe Karte für dieses Team. Also allmählich müssen sie wirklich aufpassen, nicht, dass das so weitergeht. Ja, und der Kopfball hat jetzt erstmal die Situation geklärt. Gut aufgepasst, aufmerksam, die Situation richtig eingeschätzt, den Ball zurückerobert. Tja, wenn aus dieser Gelegenheit nichts wird, dann... Was für eine Freude, was für ein Tor.
Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Ja, und das zeichnet ihn ja aus, dass er nicht lange fackelt vor dem Tor und die Möglichkeiten ausnutzt. Ganz souverän. Ja, Freistoß, unnötige Aktion hier vom Abwehrspieler. Schönes Zuspiel zum freien Mann. Guter Spielzug. Und das nennt man diszipliniertes Abwehrverhalten. Jetzt hat er gerade einen Lauf. Der Verteidiger kann klären. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Der hat nicht lange überlegen müssen. Das ist gelb. Also wer so spielt, darf sich über gelbe Karten nicht beschweren. Der Schiedsrichter muss hier einfach hart durchgreifen. Was für ein Solo. Ja, das war ein rüdes Foulspiel. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht keine Veranlassung da, die gelbe Karte zu zücken, nur Freistoß. Keine Verwarnung für den Spieler. Der Schiedsrichter hat wohl seine Kontaktlinsen vergessen. Und der Ball geht ganz, ganz weit am Tor vorbei. So, jetzt wird's gefährlich. Was für ein Tor! Wahnsinn, was für ein tolles Tor! Oh, das müssen Sie aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon 2 Treffer erzielt. (2:0), das ist der Pausenstand. Und jetzt, liebe Zuschauer, freuen wir uns erstmal auf die zweite Hälfte. Also eigentlich war es ja eine faire Partie, trotzdem natürlich wirklich schade und traurig für den Spieler, dass er sich verletzt hat im ersten Durchgang. Sobald es was Neues gibt zur Verletzung, sagen wir ihm Bescheid. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Und klasse, wie er da das Mittelfeld... Achtung, jetzt brennt's! Ja, warum nicht? Vom Pfosten zurück ins Feld. So, der kann die Bälle in die Räume spielen. Ganz schwache Flanke. Foul, ganz eindeutig. Und auf Foul folgt Freistoß. So wollen wir das sehen. Die Abwehr lässt bisher überhaupt keine Chance für die Stürmer zu. Kompliment. Und das ist eine sehr, sehr konzentrierte Defensivleistung bislang. Also das Zuspiel war ganz, ganz schwach. Gut per Kopf weitergeleitet. Ja, der Abwehrspieler hat sich den Ball wieder erobert. So wird das natürlich nicht. So kann man nicht in den Zweikampf gehen. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, da gibt es auch keine Proteste von den Fans. Das muss gelb geben. Hoffentlich liegt ja keine ernsthafte Verletzung vor. Also ein anderer Schiedsrichter hätte für diese Aktion den Spieler vom Feld geschickt. Da hat er richtig Glück gehabt.
Schön weitergeleitet. Also wenn Sie diesen Torhüter heute überwinden wollen, müssen Sie sich was einfallen lassen. Ah, wunderbar gesehen. Und irgendwie konnte er den noch abwehren. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Da ist ein Schuss. Und er geht an die Latte. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Ja, schöner hoher Ball. Das könnte jetzt gefährlich werden. Flanke in den Strafraum. Der Ball ist noch heiß. Ja, Zweikampfstärke zeichnet ihn aus. Zeigt er auch wieder in dieser Situation. Ja, da fängt der Torhüter den Ball ganz sicher ab. Und so soll das aussehen. Und die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. Und vielleicht macht er es ganz alleine. Und jetzt muss er schießen. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Ja, gut, den Mitspieler gesehen. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Hat nur noch den Topschuss und er bleibt in der gegnerischen Abwehrhecke. Auf beiden Seiten jeweils eine Auswechslung. Was für ein Tor! Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich! Unglaublich, alles hat er nach vorne gewunken, der Trainer, und es hat geholfen, aber der Eckball, der kam auch gut und sie haben diese Chance genutzt und den Treffer erzielt. Das hat er gut gesehen. Und er hat das Auge, um solche Bälle spielen zu können. Und das sieht so leicht aus. So, lass sie ab, Junge. So, das war ein wunderbarer... So, da ist der Schlusspfiff und die Mannschaft geht als Sieger vom Platz. Sie können alle zufrieden sein. Spieler, Trainer und auch die Fans. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.